Herrgott hat mich zu euch runtergeschickt, wie jeder meinen Bischof anzieht. Bischof, das war ich schon vor 100 Jahren, als noch nicht so viele Kinder geboren auf die Erde waren. Brav bleiben, gell? Nachschauen muss ich, was meine Kinder so treiben, da gibt es oft einen Haufen zum Niederschreien. Denn die Kinder, habe ich mir sagen lassen, haben so zu Zeiten mit Folgen so manche Schwierigkeiten. Kürzer und lauter. Die meisten, das muss ich allerdings schon sagen, versuchen, dass brav haben und lernen sie recht lang. Aber am besten werde ich die einmal mein guten Bier fragen. Denn ich glaube, das kann uns vielleicht mehr über euch sagen. So, die Tiernecker Christine, wo ist sie? Darf einmal Vierer gehen? Also morgen wirst du nicht mehr hinkommen. Die Christine ist eine flotte Biene, vor allem auf der Nähmaschine. Hubert, ihr fahrbarer Untersatz, hat in ihrer Parklückenplatz. Er bringt sie von Eisenfing nach Seeleiten, wo beim Fahrer noch nächstes Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Ja, ich hab schon gesehen, du bist ein ganz braves Dirndl. Du hast noch eine Masse gehabt, du kommst halt uns noch mehr aus. Ja. Ja. Das war das höchste Nachgewinn nachher. Das braucht es mir vielleicht nicht besser, wenn ich ein bisschen geschehen war. Die Schmied an. Die Schmied an noch. Das ist mal eine Kraft ältere Schicker. Nein, das ist meine Grappe für die Schicker. So, da hat der Grappe dazu. Das ist echt der Grappe. Die Anna Oleg, da schau her, die hat so eine Bäckerlehre. Brotbauer, Semmelmacher, das kann's gut, aber mit Platzelbauer, da hat's ja nichts am Hut. Auf dem K-Trennstanz hast du mit Alkohol nicht zusammengerissen, deswegen hat's den nächsten Tag auf der Treppe mit den Ordner geschmissen. Das Graffi hat leider nicht gut gehalten und hat sich in der Mitte auseinandergespult. Aha, und der Schlafanzug, Dirndl, das muss ich schon sagen, du hast die Figur dient zum Tragen. Aber im Großen und Ganzen hast du nicht viel zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, du darfst dich auch wieder hier hocken. Jetzt gehen wir mal ins Oberland auf. Ein Kaffel, Andreas, der bitte Vierer gehen. Ich darf zu Vierer gehen. Vierer gehen. Pass auf, Fabi, trifft dir so. Der Graf muss abgehen, noch ja, passt schon. Verzeih. Der Andreas. Bei ihm habe ich nicht genau gewusst, wer sie ist. Mit seinem Namen war es ein rechter Geschiss. Jüngst immer geil und Spruchstand tanzen Nina. Da soll sich der Nikolaus noch auskennen. Aber jetzt habe ich herausgefunden, warum das die immer so sagen. Er muss nämlich mit den Weiberleuten über so runterblauen. Kein Trendstanz hätte er sich an eine vom dritten geschmissen. Das hat er aber nicht ganz im Kreuz gehabt, die hat er nicht gerissen. Ein Stück an Saufen tut er gern. Das darf der Nikolaus nicht gern hören. Rampe, die meine ich, darf der meine auf den Arsch abziehen. Passt schon, oder? Ja, ja. Ja, die Kolb-Katharina.
Die nehmen wir als nächstes die Bratentypen, der was einen Stab ihm tut für die Katharina. Die gebe ich nicht her. Nein, stehst nicht. Du musst nicht schimpfen. Ohne geben. Die Kulp-Kathi verkleidet sich gerne mal als Fackel. Am besten ist, wenn bei ihr alles rosa ist. Egal ob mit Paletten besetzt oder mit Pumpen gepflegt, ohne den Zeug geht die Kathi einfach nicht weg. Und sind da noch ein paar Rüschel dran, die Kathi ist nicht mehr zurückgehalten dran. Pack die Fetzen, mach Pumperl dran und reißt damit den Fasching davor. Und am besten ist für Kathi dann, wenn sie sich beim Lernen noch schnell schminken kann. Ja. Bist du wirklich so? Krampe, da meine ich, da darf ich dann noch einmal. Nein. Mein Lipgloss. Dann haben wir die Meier Christina. Wie ist das oder? Die Grüße ist der Mädchen in der Klasse. Mit der habt ihr gehabt einen rechten Spaß. Geh Grüße. Das blöde Herrin, das tust du recht gern. Das darf ja der Nikolaus nicht gern hören. Zwischen Wirt und Feuerwehr tust du wohnst, da wundert's uns, da wundert's die nicht. Das ist ja so blöd. Zwischen Wirt und Feuerwehr du wohnst, da wundert uns nicht, dass du in Bang gehen kannst. So, jetzt weißt du. Aber uns, ich bin ja der Nikolaus. Du bist recht engagiert bei denen da herum und deswegen bist du die Klassensprecherin. Immer im Stress, so kennt man die nur, nimm dir mal Zeit und komm mal zur Ruhe. Aber sonst, was auch recht brav bin, darf der wieder zu mir hocken, darf der der Schnapse genehmigen. Dann haben wir einen Lünderwasti. Der mir zahlt und du warst nicht so brav. Gibt's noch mal in einer gescheiten Englisch gut? Der Lünderwasti, das ist ein ganz wiefer Bub. Der sauft sich an alle Festel alle sauber zu. Einmal hat er sich wieder sauber reingelassen, er ist gefahren und ist gleich in ein parkendes Auto reingeschossen. Fahrerflucht und Trunkenheit am Steuer, ja lieber Basti, das wird teuer. 3,8 Promille hat es Otzer klar saufen. Jetzt darf er von uns auf Verzeihung laufen. Das geht fein nicht. Das weißt du ganz genau. Haust dir mal ein paar drauf. Die Evi Bachleitner. Nein, das Quatsch, Alter. Unser einziger. Die Sommer. Das ist die lauteste von ihrer Klasse, mit der habt ihr gehabt einen rechten Spaß. Sie ist worden vom Besommer beglückt. Es hat sich Bock drauf, manche gemacht entzückt. Am Sonntag einer Früh, da war es noch ganz miert, da hat sie einen Spiegel reingeschaut. Da hat auf ihrer Schnarre ein Blader blüht. Ja, also wir gehen zum Wenger Hauswirtschaftsklasse zu, das ist ja brutal. Da muss ich nächstes Tag gleich noch mehr kommen. Darf die wieder hin?